Ja, Marius Lebenswasser. Ans Freitag wirklich, dass wir können von der aus Marius in Jünemelte sein. Und von der aus haben wir hier als ganze Familie. Unsere Kinder sind gewöhnlich hier so. Und von der aus sind Margie, meine Frau und ich auch hier so. Das freut uns, dass wir können hier so Taub sein. Sozial hier, mein Name ist Ben Giesbrecht und meine Frau Margie. Wir sind hier so, wie Cocktailmark abgewaschen. Ich habe Swift und Leidenthal abgewaschen. Meine Frau ist ab Santa Rita. So, je wundern dann vielleicht, wie kommt das, dass wir dann in Durango sind? Weil, ich denke, als wir uns Muljerutz befreit haben, dann früher die IMMC-Konferenz, sie früher uns, dass sie würden, wollen der Schullehrer sein in Durango. So, dann tragen wir für was Jahr in diese Hand und dachten wir so, würden wir so Lehrer sein für ein Stützchen und dann 3 tragen. Aber nur dem, es hat all über 20 Jahre, was wir dann in Durango gewohnt sind. So, für uns ist das immer noch ein bisschen so ein Haus kommen hier und her, wenn wir hier so sind. Und es geht das Schein hier und her, wir haben hier Freundschaft, wir haben hier Familie, was hier so wohnen, und dann hier und her kommen. Und eben zu der selben Zeit ist uns das noch einmal interessant, wie wir dachten, dass wir immer hier so ans Haus sind, dass wir schon 10 Jahre dort gewohnt in Durango, dann kamen wir dann von Cocktailmark 3 nach Durango, was wir schmeißen aber können nie wären, oder du dich bei wären, dann sehen wir von unseren Kindern, that feels good to be home. Und so dann waren wir mit einmal an, unsere Kinder, für die wir tust dort so. Aber Herr Gast, die Leute haben sie noch anders entschlossen, die sind sie dann nur nach hier so, halten sie hier mit, und uns freut es, dass sie hier zum Sehen sind, hier so beginnt in der Kirche. So, wir haben dann die Jahre diese mitgehalten in der Kirche, in unserer lokalen Kirche. Und auch in der Kolonie haben wir probiert, Dinge zu tun. Margie hat mit verschiedenen Programmen gearbeitet in der Kolonie. Und ich habe auch mit Koloniesachen und so weiter haben wir dann probiert, Dinge zu tun. Nun gegenwärtig, wir sind auch Part von der CMI-Konferenz, wo John Lorna auch sein Part von gewesen, weil sie hierher kam aus Predigerlied zu tun. Und Nigerut sie auch die Chairperson von der Konferenz. Wir sind 7 Kirchen. Und mehrere Kirchen sind hier in Chihuahua, und 2 Stück sind in Durango und eine ist in Tamaulipas. Und uns freut es, dass wir bloß können Part sein mit der ganzen Kirche Welt, nicht dass all die, wo wir Gruppen sind, dass wir können Gott ein. Hier sind mit Lebenswasser, sind wir mit längerer Zeit bekannt. Wir denken, dass noch was hier so bloß das Specker wir, dort hier wird Dream Center genannt, dann sie hier ein paar Mal gewasst, und so durch die Jahre sind wir immer ein bisschen so bekannt gewasst, hier so mit der. Aber wurde dann gerade die Gemeinschaft verfunkt, kommen, dass wir an 2018 wir als Kirche wundern, was wir können tun, wo wir Dinge auch können mit Ändernissen merken, wo wir können Dinge verbessern, und dass wir auch bloß Reitmerken zum Wassen für die Arbeit, was du in der Durango-Kolonie wir. So dann sind wir mal mit John Lorna gewesen, und mit Steve und Debbie und mit der ganzen Board of Elders haben wir dann uns holen und Dinge gefragt und haben dann mehrere Dinge angenommen, wo uns zu organisieren. So von der Schlag haben wir eine gute Arbeitsgemeinschaft hier so mit jünger Lehrerschaft und andere Lehrerschaft, und das geht uns ganz gut. Und wir würden gleich in Jüntag bloß einen Gruß aufgeben von Lebenskirche in Durango. So, von da, weil wir wiedergehen, wenn wir denken an unser Leben, wenn wir durch uns Leben gehen, dann die meisten von uns, oder alle von uns, wir haben immer Dinge, wo wir gleich besser zu wollen. Wir würden gleich Dinge zu ändern. Ein von der Areas ist vielleicht ans Gemeinschaftsleben, wo wir mit unseren Ehepartner umgehen, wo wir mit unserer Familie und bloß allgemein in der Gesellschaft, wo unser Gemeinschaftsleben ist. Der andere Ding, wo wir wollen immer besser werden, ist, wo wir finanziell
Dinge tun. Wir wollen von Schuld loskommen oder wir wollen bessere Administratoren sein. Nicht? Andere Areen unseres Lebens als uns physisches Leben, uns körperliches Leben, da wird wir gleichen Dinge verbessern. Uns geistliches Leben wird wir gleichen, dass Dinge besser werden, dass wir eine gute Gemeinschaft haben mit Gott. Das sind mit so viele Areas, wo wir gleich Ferken denken und wissen. Also jetzt sind das auch so, dass wer denkt so, dass er soll in ein von den Areas wissen. Mir fehlt das immer. So, wenn wir verderweg kicken dann in uns Leben, in der Zeit verderweg, so, wo willst du diesen Satz vor dich merken? In der Zukunft hoffe ich besser zu sein. In was für einer Area in meinem Leben willst du gleich besser zu sein? So, denk du so ein bisschen eher, so in der Zukunft hoffe ich besser zu sein. Schreib das Wort daheim oder denk das Wort und hol das im Denk. Wie kann ich sagen, ich hoffe für eine bessere Ehe. Ich hoffe einen Tag von meiner Schuld loszukommen. Ich hoffe physisch gesünder zu sein. Ich hoffe einen Tag in der Kirche kann mithalten, und geistlich stark zu sein. Okay, ich sage das, wie die meisten von uns haben immer Dinge, wo wir wollen besser sein. Ich kann auch keinmal nicht wem getroffen, den sein Ziel ist, dass die Welt schlechter werden, dass die würden denken, na, meine Ehe ist ja nur gut, so über die nächste Zeit hoffe ich, würde ganz kaputt gehen. Oder mein Geld, was ich mir habe abgesaved, über den nächsten Monat werde ich das ganz verprassen und dann nach 20, 30.000 $ Schuld haben. Aber physisch habe ich noch mal so gedacht, dass wir würden gleich über die nächste Zeit 20 Kilo abzunehmen und ans Blutdruck so hoch merken, dass das würde gefährlich sein für einen Herzschlag. Also ans geistliche Leben, das ist pretty good, nie, dann würden wir gleich dort, wo wir uns raufkommen. Das ist gewöhnlich nicht, wo wir denken. Dann. Wir wollen haben, Dinge sollen besser werden. Hier ist, was ich will haben, was wir wollen verstehen von der Morris. Bloß hupen bei sich selbst, dass dort verändert nicht. Was tun das? Hupen kann uns Mut merken, Dinge zu ändern, aber tun bringt uns dahin. So, wir haben sofern den Ausdruck, was wir sagen, ich hupe, das wird nochmal anders werden. Ich hupe das, ich hupe gern. Und so bloß dort allein, das ändert nicht, aber das ist was mit tun. Und ich hupe, das, was wir von der Smarties hier wollen tun, das kann uns dazu beitragen, dass wir Aktion nehmen, dass wir da was mit tun. So, das ist das Thema von der Smarties. Hupen und tun am Saaten. Am Hupen und tun am Saaten, das braucht eine Selbstbeherrschung, eine Disziplin. Das braucht, dass wir uns das vernehmen tun und dann das einfach tun. Also, ich würde gleichen, wir fragen uns vielleicht, was ist Selbstbeherrschung oder was ist Disziplin. Und ich würde gleich von der aus zu sein, dort wählen, was ich das meiste will, aber dort, was mir nicht gut jankern hat. Und hier ist ein Beispiel. Nu würde ich gleich 3-mal die Werk Baseball zu spielen. Aber was ich das meiste will, ist eine gute Gemeinschaft zu haben mit meinen Frühen, mit meinen Kindern in meinem Gesellschaftsleben. So dann wähle ich dort, was ich das meiste will, über dort, was mir nicht gut jankern hat. Oder noch ein anderes. Nu würde ich gleich 5-mal die Werk im Restaurant essen. Aber was ich das meiste will, das ist von meiner Schuld loszukommen, was mir danach abholen wird. So dann wähle ich dort, was ich das meiste will. So das ist, was Selbstbeherrschung ist. Wir sollten dort sehen, was uns nicht gut jankern hat, über dort, was wir das meiste wollen haben. In unseren Kirchen haben über die Jahre viele Christen kennengelernt und die haben Hupen und Tun umgesagt. Von der, wenn wir ein bisschen in Nehemiah im Alten Testament seine Geschichte kicken, weil ich 3 Wege wiesen, wo wir können Hupen und Tun umsetzen. Nummer 1. Das Problem vorstellen. Was ist das Problem? Define the problem.
wie sein das in Nehemia sein Leben, wie ein jüdischer Mann in den Dienst von dem persischen König, wie weggeschleppt worden, aus Jerusalem versteht werden. Da wären viele Juden, die so in Persien verschleppt werden. Und die wären da so, wie in den Dienst, wie der eingestellt für den König, den das Trinkstoff alle reinmerken, was die Brücken da zum Trinken und dort entspeiten sein, dass das gut genug wäre, nicht verjagt wäre, dass der König sicher wäre, dort wäre das Nehemia seine Abgabe. Und wie sein dort, dass er das Problem vorstellen, als die Juden, die wären 70 Jahre in der Gefangenschaft gewesen, dann traten du so die Juden, die traten in Jerusalem, die wir ja ganz versteht, von der Feinde, so dann, aber die traten sie drei. Und das Nehemia, die bleibt in den Dienst, wo wir. Und ich stelle mir da bloß auf her, nur gewisse Zeit kam Wort von seinen Freunden, kam noch mal weiter drei, wo die Gefangenen gewesen wären. Und so redet er dann mit seinen Freunden. Und dann so fängt er dann unter Frauen, wo das in Jerusalem war, wo das so ging. Und dann in Nehemia Kapitel 1, Vers 3, da sagt er, und sie sagten zu mir, also er hat er gefragt, und dann sagte er, und sie sagten zu mir, die, die mit dem Leben davon gekommen sind, aus der Gefangenschaft gekommen sind, leben dort in das Land in großes eigentlichen Schon. Die Stadt mir von Jerusalem liegt durchgebrochen und die Porten sind verbrannt. Also das ist wichtig zu sein, wo wichtig eine Wohnt zu der Zeit drummer Stadt wir. Wenn du ein Land wir, du eine Stadt wir, wenn die nicht eine Wohnt hatten, dort wir mit dem Schämen, wenn dort wir der gratis Schutz, was sie gegen den Feind hatten, dort gibt es Sicherheit gegen den Feind. Und die Menschen, die nu in Jerusalem werden getragen, die wären in Gefahr, in Unsicherheit. Der Feind, der wird dann ganz leicht angerieben. So sitzt du dort neben mir, der hupt nicht bloß, dass die Dinge würden besser werden, aber er stellt das Problem vor. Er stellt das vor, was die Trübel in Jerusalem wir. Und einmal mit wir in uns Leben auch das Problem vorstellen, mit was wir haben Jahren getrübelt. So wird das für die Nehemia, der Weg von Jerusalem, was wir 152 Jahre durchgebrochen gewesen, irgendwer muss die schon in eng merken. Sicher hast du auch irgendwas in deinem Leben, was du hast Jahren wollt ändern. Oder du wollt mit tun. Und bist nicht erfolgreich mit gewesen. So sei als du das vielleicht nicht was tust tun, dass deine Ehe halb fehlen wird, du hast du so vielleicht auch so was mit tun. Vielleicht haben Los, dass die hast du keinmal gedacht, dass ein Los, dass die wird so gebunden haben, als was das hat. Für einige von ihnen ist das vielleicht heute schon dort gehaltbrücken mit Depression. Du kannst das Problem nicht evakuieren, wenn du dort nicht vorstellen darfst, was das Problem ist. Du musst bei dem Punkt kommen, wo du sitzt und dort vorstellen, was ist mein Problem. Merk das klar, was ist das Problem, was du sagen kannst. Ja, das ist das Problem. Und dann einen Tag kriegst du es wie ein Nehemia lesen dann, wie Martin die wohnt, was du durchgebrochen hast von uns Leben, war er frisch abbühen. Du blätterst die Seed an und sagst, ich muss an meine Ehe arbeiten. Ich muss, wenn ich so viel Versicherung habe, in meinen Funden Dinge zu kicken, was ich nicht soll, ich würde so Filterschen sagen. Ich würde anfangen, nach der Kirche zu fahren, oder pünktlich anfangen, meine Bibel zu lesen. Das ist nicht lang genug gewesen, dort wird sich ändern, ich drehe die Seed an. Letzte Werk wird das eine Geschichte, und ich sehe, ich habe eine neue Seed. Einmal kann Dinge sein, für so lang und so viel weiter gehört, in Steinrich gewesen, unstabil in uns Leben, dass das anfängt, normal zu werden in uns Leben. Und wir sind nicht in was von großen Problemen, in wo Verbrechen, oder in was von der Schande wir sind.
die Wegen, wat du so abgebiet sind, die sind durchgebrochen und wir sind in Gefahr. Uns geistlicher Feind, der kann uns leicht angreifen. So hab den Mut, in das größte Problem, was du hast, kann Gott seine Gnade wirklich beweisen. So, am Hupen und Down anzusaten, musst du das Problem vorstellen. In 2 ernstlich nur Gott sehen. So mögt Nehemiah dort in Nehemiah Kapitel 1, Vers 4, du lesest, wie es steht. Und sagt, das wird hier, sah ich mir duld und hielt und trühe Dauern lang und deit Fasten und Beten für den Gott im Himmel. Dort wird trühen, was er deit. Er sagt sich duld, er ruht, er bet, er fast. In dem Moment, wo er dort sagt, was das Problem war, dort Jerusalem ein großes Problem und schon wir, braucht er dort ernstlich nicht den, was wir halten können. Was sind deine Probleme? Wenn du ernstlich nur Gott siehst, dann wird dort denken, wenn du ernstlich nur Gott siehst, dort wird dein Denken ändern und das Motiv von deinem Wort wird die zu neue Aktion führen. Du hast vielleicht auch einmal so eine Erfahrung gehabt, wo die das Motiv jaft, Dinge zu ändern. Ein Beispiel ist vielleicht das Mann, der hat das erste Mal seine kleine Tochter auf dem Arm, freut sich, dass er das hat und denkt, kurz noch so weit ein Tag, weil er die an den Arm nehmen und ab der Kasttag begleiten. Aber dann weiß er das auch, um dort mit ein gutes Gewissen kann zu tun, dass er sich nicht schämen darf, damit er noch some Dinge in seinem Leben ändern. So dort jaft an dem Motiv, Dinge zu ändern. Oder die kann dort vielleicht Mut geben, Dinge zu ändern, wenn du bist, wo mit deiner Schuld, dein Geld herstellig geblieben und somebody kommt die Mond und dort geht ihm ein bisschen deipen, sagst, das wird nicht mehr passieren. Ich wollte so was mit tun, dass nicht mehr passieren wird. Das ist genug, dass dort nicht was passieren. So eine Dinge, so kann uns einmal motivieren, Dinge zu ändern. Du bist dann entschlossen, hupen und down am zu sagen. Du siehst nur Gott und seine Halpen in Kraft, dass er die wird ändern. Wir sehen, dass die Dinge aufhören zu ändern, als Nehemiah aufhören zu beten. Dus in der Geschichte, wenn wir die so lesen, dann wird je Mut mehr, die noch mal ever zu lesen oder ever zu horchen, dann als er anfängt zu beten, das Nehemiah, dann für seinen Boss, seinen König, wo er für bedeuten hat, der war das an, dass er traurig war, und der früh am Üt, was da anging, und Nehemiah verteilt ihm die Dinge, und wir sehen, dass der König, der je von befreit, dass er nach Jerusalem gehen, halten die Wand abführen. Er gibt ihm all das, was Nehemiah fehlende dort hat. Das wird ein Leiche was für das Nehemiah zu denken, dass das dieses Schlag wie in Jerusalem und dann bloß in Facebook gehen und in Einzelheiten durch alles beschrieben, was Schlagen und was von der schon Jerusalem wird, dass die nicht eine Wohnraum hatten und ebenso nicht wieder was mit tun. Er hat ja nicht gegoven, dass er wie gesehen hat, was die Drinks reinmerken, er hat ja nicht gegoven, eine Wand abmieren. Er kann all diese Utrede gehabt, dass er nicht gegoven hat, dort zu tun, was das brüten hat. Du warst vielleicht auch einmal so fallen, du hast nicht dort, was das brüten hat, zum anderen merken. Ich will anfangen, ich will abgeben. Ich kann nicht, was das zu brüten hat. Ich kann nicht die Qualitäten, ich kann nicht die Goven dazu. Das ist, wem, was das wichtig ist, ernstlich nach Gott zu sehen. Wegen Gott, der ruft nicht immer die, was das dollste Beruf sind, aber er beruft die, was er berufen hat. Also Gott, der
Der roept nicht immer die, wat het dollste begaafd zijn, aber hij begaaft die, wat hij beroepen dat. En wie weten dat wir beroepen zijn, wenn wir ernstlich naar Gott sehen dann. Nehemiah, hij sagt ernstlich naar Gott, en hij Nehemiah, der sagt ernstlich naar Gott en kijkt naar dat probleem, dat hij later dan ook wird met Gott zijn help kan dat eine Lösung finden für dort. Denk mal an deine Ungewohnheiten. Was ist das eine Ding, was du von der anderen kannst, was die wird auf den Weg leiten, wo Gott die will haben? Stell dir mal vor, was du kannst in Gott sein Dreck tun, wenn du physisch gesünder wirst. Oder was du kannst tun in Gott sein Dreck, wenn du finanziell frei wirst. Oder wenn du was für ein gutes Zeugnis du kannst sein, wenn du eine gute Gemeinschaft hast mit Gott. Wenn wir anfangen zu sein, dass Gott uns hat alles gegeben, was das brücken wird, um dort zu tun, was er von uns will, dann fängt uns Leben an zu ändern. So, wie sollten Hupen in Down an? Nummer 1, wenn wir das Problem vorstellen. Dann. 2, ernstlich nur Gott segnen. Und dann 3, do die Arbeit. Du musst die Arbeit tun. Die Zeit, die kommt und die geht, und du fängst die immer noch auf die Salze steht. Von nun an wird das anders sein. Wir reden von Hupen und Down ansaten mit der Kraft von den Heiligen Geist. Von nun an geht dein Leben einen anderen Weg. Wenn deine Geschichte ändert, wurde wir als Weg, du drehst die Sied immer. Nehemiah deed dat als hij naar Jeruzalem kwam. Als hij alles fertig had, hij reisde doorheen, nachdem dat hij zelf zijn schulden had. En je zag, hoe groot die schulden dus weer, roept hij de leiders, de priester en officiële en ongezijnde top. En dit is wat hij dan today zegt in Nehemiah 2 vers 17 en 18. Zo zegt het, die zijn dat eigenlijk wo we ben zijn. Jeruzalem is een pralklampen en de stadsmeer zijn doelgebrannt. Komt laat ons de meer van Jeruzalem waren abburen, dat we die niet langer zum Spott sind. En ik vertelde hen, wo gnädig Gott seine Hand über mich gewas wir en de wird vom König, was er mir gesagt hat. Dann sehen sie, dann wollen wir uns abmerken und büren in sein Namen das gute Werk in Erde hängen. Die gute Nachricht ist, du wirst die Arbeit tun. Die sehr gute Nachricht ist, du darfst die Arbeit nicht allein. Gott ist mit dir und andere Menschen können und sollen noch sein. Denk nicht für eine Minute, dass die Arbeit ungegenstand ist. Wir sehen dort in Nehemiah, als er will den Weg abbauen, er kriegt da einen Teil Gegenstand, als er den Weg anfangen abzubauen. Besonders schwer die zwei Königs, die du wären, Sanballat und Tobia, und die proben die aufzulenken, die proben die viel Trouble zu merken, und die haben sich dann, dass Nehemiah glaubt, von den Steinerklampen eine Wohnkern abzubauen. Und sie lachten und haben sich dann, wenn du ein bisschen Fax überran, dann wird er durchschauen, die Wand. Und gleich das, was Nehemiah dann du sagen, dass die wollen haben, die sollten kommen negocieren mit ihnen, die sollten kommen bereden, dass sie Dinge bereden. Und dann Nehemiah saß, Vers 3 sagt Jesus das. Ich kann ein großes Werk durchzuführen, ich kann allmählich kommen. Meine Arbeit wird liegen bleiben, wenn ich die verleiht, um nicht hinzukommen. Ich tue ein großes Werk, ich kann nicht raufkommen. Und das ist so fertig, wenn wir wollen Dinge in unser Leben ändern. Das Gegenstand davon. Das sind Dinge, die wollen uns distracting, die wollen uns
aflenken van. Du wirst fertig, die Sterben in den Kopf hier von so tun, der wird sagen, was leist du? Du hast ja noch nie nicht dein geistliches Leben ernst genommen. Aber was leist du? Ein paar Mal die Werken in ein Meeting gehen, dort wird die losmerken von den Laster, was du hast, die gleich das Filter sein, wo die dort mehr gefallen. Oder so dann sagt, wenn irgendwas in deinem Leben passieren wird, wirst du ganz lal und wirst würdig. Glaubst du, wirst du von den Zaren loskommen, wenn du noch nie nicht bist? Du schaust das nur sieht, dort wird das alle ich sie ab nie sieht. Mein Gott ist mit mir, er gibt mir alles, was ich brauche, mit seiner Hilfe, wo ich die Mieren frisch abbühen. Ich tue eine gute Arbeit, ich kann nicht raufkommen. Bei dem Punkt muss wir kommen, dass wir bühen die Wein frisch ab, was wir durchgebraten sind in uns Leben, wo die Feind Tod tritt auf. Wir merken die durch Tau. Denk daran, du hupst nicht bloß, aber du hast Hupen in Aktion am gesagt. Ungesprochen von Gott, wie ernstlich am Segen. Dann können große Dinge passieren. Bei Nehemiah wird das Resultat bewundern. Der Wein, der wir vor 152 Jahren durchgebraten war, der Wein, was jeder einer Tag kann nicht mehr frisch abgebüht werden, der sagt, dass wir in 52 Jahren vorig. Gott tut viel mehr, als was sie sich jemals feststellen. Gott kann das selbst für die tun. Wenn du das Problem vorstellst, wenn du ernstlich am Segs, Gott segst, und dann die Arbeit das, dreht die sieht sich in dein Leben. Wie soll das sein, was Gott will durch uns tun, was bloß gehängt von der Arbeit, was wir nicht willig sind zu tun. Noch einmal, wie soll das sein, was Gott will durch uns tun, was bloß von dort gehängt, was wir nicht willig sind zu tun. So, was verstanden, was du nehmen? Fehlt dir wem, wer die Verantwortlichkeit hat? Fehlt dir ein Doktor? Fehlt dir wem, wer die Ruhe geben hat? Oder fehlt dir eine kleine Gruppe, wo du die geistlich abbühen? Dort braucht Gott und dort braucht andere in dein Leben am Hupen und Down am zu sagen. Allein mehr sicher, wo wir das nicht merken. Denn wir sind immer besser, wenn wir taub sind. We all get better together. Als Nehemiah der Weg durch die Bühne, das hat er nicht allein. Viele verschiedene Gruppen von Menschen, die helfen ihm. So nu, wenn du denkst, dass den Satz, was wir Anfang können, in der Zukunft hupig besser zu sein, was wir das denken, was du da nennen ist. Und mein Wunsch ist, mein Gebet ist, dass dort nicht was beim Hupen blieben, aber dass du dort was in Down am Saten, dass du dort was mit Down. Wir weiten, dass Gott in der Kirche sind du am uns zu halten, am Hupen in Down am zu sagen. Was kannst du tun? Du kannst das Problem vorstellen, du kannst ernstlich nur Gott sehen und dann die Arbeit tun. Wem von diesem Moment, was wir noch untersieht. Aber nach zu beten. Ans lebt ja Gott, wir kommen zu dir und wir freuen uns, dass du uns Gott bist. Wir danken dir, dass du interessiert bist, dort verlangen, was uns Wort hat, dass das nicht bloß ein Hupen bleibt, aber dass wir dort in Down am Saaten tun. Wir danken dir, dass du wirst uns den Mut und die Kraft geben, die Dinge zu ändern. Und wir danken dir auch, dass du Menschen dran sind, die uns können, du sie mithelfen. Von daher danke ich dir auch für Lebenswasser, was du die ganze Kirche segnen, all die, die hier so sind, die, die in der Welt sind, segnen, muss dein Wort gebüht werden durch deine Gemeinde. In Jesus' Namen. Amen.